Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Auf euch warten folgende Top-Themen. Der Nationalrat will die AHV-Rente erhöhen. Der Abt Urban Federer, er redet über seinen bekannten Amtsvetter. Und wir sind zu Besuch am Mollensee in Bern. Dort wohnt der ehemalige NHL-Star Jonas Hiller. Jetzt aber zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Bern und Thun unterstützen die Kandidatur. Der Schweizerische Fußballverband SFV bewirbt sich für die UEFA Women's Euro 2025. In der Stockhorn Arena in Thun sowie im Berner Wankdorf würden bei einer Zusage Spiele stattfinden. Ein Auto durchbricht das Geländer und stürzt in den Wald. Oberhalb von Gunten am Thunersee ist am Mittwochabend ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und 70 Meter weit in den Wald gestürzt. Er und seine 2 Begleitpersonen haben Verletzungen erlitten. Ein Spital im Springgartenareal in Bern. Da, wo sich heute Ross, Reiter und Reiterinnen am Springsport freuen, sollte in Zukunft ein Spital stehen. Mit dem Neubau, wo die 3 bisherigen Spitäler Engeried, Lindenhof und Sonnenhof ersetzen wird, sollte dem stetigen Wandel der Gesundheitsbranche und stetig steigenden Ansprüchen an die Infrastruktur eines Spitals auch in Zukunft weiterhin entsprochen werden. Der Berner Stadtpräsident Alec von Graveried begrüßt das Vorhaben. Der Nationalrat will den vollen Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten. Normalerweise werden die AHV-Renten alle 2 Jahre angepasst. Das an die Preis- und die Lohnentwicklungen. Im 2023 ist dann die nächste Anpassung, die laut dem Nationalrat aber nicht aufgeht. Das, weil die Löhne kaum gestiegen, dafür aber die Preise. Darum soll es jetzt den vollen Teuerungsausgleich geben. Wir fordern in der aktuellen Situation mit deutlich steigenden Inflationsraten, dass wir spätestens per 1. Januar 2023 die vollumfängliche Teuerung bei AHV- und IV-Renten sowie den Ergänzungsleistungen ausgeglichen wird. Wie schützen wir die Kaufkraft all dieser Menschen? Das machen wir mit zielgerichteten Maßnahmen. Das ist neben dem Teuerungsausgleich auf Renten eine Entlastung über die Prämien als bewährtes Instrument der Vergangenheit. Sie sind eigentlich wenig glaubwürdig, wenn Sie hier die Ansicht vertreten, dass Sie sich für die kleinen Leute einsetzen. Sie sind verantwortlich für die hohen Krankenkassenprämien. Es war die Erfindung Ihrer Bundesrätin Frau Dreyfus, das Obligatorium einzuführen. Der Gesundheitsminister hat ein SP-Parteibuch. Hat er irgendetwas gemacht gegen die steigenden Kosten im Gesundheitswesen? Fremdes Geld verteilen durch den Staat, das können Sie ja gut, liebe Linke. Dass Sie das Geld gar nicht haben, kümmert Sie nicht. Um es vorwegzunehmen, die FDP-liberale Fraktion erteilt sämtlichen Anliegen für Abfederungsmaßnahmen irgendwelcher Art, wie sie hier präsentiert wurden, eine klare Absage. Zwar können Unterstützungsmaßnahmen den Kaufkraftverlust kurzfristig etwas abschwächen und Private wie Unternehmen unterstützen, aber schon mittelfristig würde die Inflation weiter angeheizt werden. Wenn uns die Krisen, die uns in den letzten Jahren geplagt haben, eines lehren sollten, dann dies, dass wir politische Verantwortung zu übernehmen haben, und zwar tatkräftig und nicht nur wortkräftig. Es ist deshalb unverständlich, dass der Bundesrat nicht erkennen will, dass er für den Mittelstand, die Familien, die Rentnerinnen und Rentner und die KMUs jetzt ein Hilfsprogramm beschließen muss, das diesen Kreisen genauso hilft wie der AXPO heute, der UBS seinerzeit, den Unternehmen in der Pandemie damals und heute in der neuen Krise. Ich bestreite nicht, dass es in den nächsten Monaten Verhältnisse geben kann, wo Leute an existenzielle Probleme kommen. Nur ist hier daran zu erinnern, dass wir für das eine Gesetzgebung haben. Wir haben bei der AHV die Ergänzungsleistungen, wir haben Sozialgesetzgebung. Dieses Mikromanagement, das funktioniert, hier haben wir die Gesetzgebung. Und was im Moment passiert oder passieren wird, kann über die bestehenden Gesetze abgehandelt werden. Sie haben die Motion angenommen mit 99 zu 92 Stimmen bei einer Enthaltung. La motion est adoptée par 99 voix contre 92 et une abstention. Vote sur la motion 22-37-93 du groupe socialiste. Sie haben die Motion angenommen mit 97 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen. La motion est adoptée par 97 voix contre 95 et 2 abstentions.
Von der AHV-Rente jetzt zum Federer, zum Abt Urban Federer. Er, der die Weihe von der Fahne der historischen Schützen Schweiz hat übernommen. Der Abt trägt nicht nur den gleichen Namen wie der bekannte Tennismaestro, er hat auch den gleichen Heimatort. Im Interview mit Matthias Mast redet er unter anderem über seinen bekannten Namensvetter. Abt Urban Federer, ich betone Federer. Kürzlich ist der Namensvetter von euch zurückgetreten, in Weiss, der sind ganz in Schwarz. Seid ihr verwandt? Ganz weit draussen, ja. Alle Federers kommen vom gleichen Ort und unsere Familien kommen im 17. Jahrhundert zusammen. Also gibt es da irgendwie so ein Federerfest ab und zu? Das gibt es nicht, nein. Aber der Roger Federer hat im Kanton Schweiz gewohnt. Und er hat sehr viel Sport in Einsiedeln gemacht. Also früher hätte es passieren, dass man am Roger Federer begegnet in Einsiedeln. Der Papst vom Tennis mit dem Papst von Einsiedeln? Ja, ob ich der Papst von Einsiedeln bin, weiß ich nicht. Aber er ist outstanding. Also er ist wirklich das Beste, was wir haben können im Tennis. Ihr seid ja auch noch Bischof. Kennt ihr den Papst persönlich? Trifft man da ab und zu den Papst und tauscht sich aus? Ja, als Bischofskonferenz geht man so alle 5-6 Jahre nach Rom und trifft sich dort mit verschiedenen Leuten, auch mit dem Papst. Das war bei uns gerade letzten November und dort habe ich ihn getroffen. Man sagt immer, er will zurücktreten. Hat er das Gefühl? Habe ich gar nicht das Gefühl gehabt. Er ist voller Ideen. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass er einerseits körperlich ein Problem hat mit den Knien und auf der anderen Seite er auch ein bisschen andenkt, wie geht das eigentlich, wenn ein Papst zurücktritt. Weil der Vorgänger, der zurückgetreten ist, hat das zwar gemacht, aber es ist nicht vorbereitet worden. Und ich glaube, durch die Gedanken, die er jetzt da sich macht, hat ein gewisses Gefühl, er will zurücktreten. Im Moment ist das aber noch nicht der Fall. Und jetzt geht es noch an Wollensee bei Bern. Dort wohnt der ehemalige NHL-Star Jonas Hiller. Auch er hat den Start der Eishockey-Saison in der Schweiz mitverfolgt. Der zweifache Familienvater der redet mit uns aber unter anderem auch noch über seine Rolle als Hausmann und über seine Freiheiten, wie zum Beispiel das Grindelwald Ski zu fahren. Ja, ich glaube, einerseits riesige Erinnerungen, mega viele Emotionen, auch wenn ich jetzt noch zurückdenke, mega viel erlebt und gleichzeitig ist immer noch ein Teil von meinem Leben, aber vielleicht jetzt einfach so ein bisschen aus mehr Distanz oder so ein bisschen wie von oben runter gesehen und nicht mehr so ein bisschen in dem täglichen Hockey- oder Trainings- und Spielplan rein. Was war das Schöne an dieser Zeit? Ja, ich glaube schon die vielen Emotionen, die Leute, die ich kennengelernt habe, sei das auf dem Eis, neben dem Eis, die vielen verschiedenen Länder, Eishallen, was ich eigentlich mit all dem Hockey überleben oder erleben und aber am Schluss kommt es, glaube ich, schon die Emotionen, vor allem die Freude über Sieg, manchmal halt auch das Negative, Niederlagen, aber ja, ich glaube, das ist schon das, was mich immer wieder jeden Tag motiviert hat, noch besser zu werden und mich wieder zu pushen. Was ist das Schöne jetzt am Hausmann sein? Ja, ein bisschen mein eigener Chef sein, nicht mehr müssen mich nur einen Spielplan oder Trainingsplan halten, selber ein bisschen können, entscheiden, wenn ich was will machen. Das sagt mir niemand, die Küche oder muss dann und dann aufgeräumt sein, ob es ein bisschen früher oder später ist. Das bin ich, der entscheide. Und ich glaube vor allem auch Zeit mit dem Kind, das schätze ich gleich auch sehr. Ich glaube, die ist mir sehr kostbar und wird auch sehr schnell vorbeigehen. Ich befürchte schon jetzt, was im Kind schon die Schule sind, merke ich, dass ich dort weniger habe, aber das genieße ich sehr. Und an deine Freizeit, jetzt sieht man vielleicht auch wieder mal das Grindelwald am Skifahren? Ja, sicher. Jetzt muss ich nicht noch den Tischbombenschnauze anlegen, wenn ich gehe. Jetzt kann ich wirklich auch mal mit Kollegen mal an einem Wochenende einfach auf die Ski irgendwo so ein bisschen geniessen, ohne jedes Mal müssen überlegen, sieht mich jemand, hoffentlich verletze ich mich nicht, was ist, wenn ist das nächste Spiel, sondern mir auch den Winter ein bisschen einteilen und dann halt manchmal meine Wochenpläne je nach Schneeprognose machen. Ja, das Wetter, das sieht im Moment ja noch recht gut aus, könnte aber auf das Wochenende wechseln. Was es genau heisst, sagen euch jetzt unsere Experten von Media News. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Das war es nämlich für heute. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung.
Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander. Ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung-Wetter für den Kanton Bern am Donnerstag, am 22. September. Wir Meteorologen, wir sind ja bereits seit dem 1. September im Herbst, in der Nacht auf morgen, Punkt 3 ab 3. Da starten wir ja kalendarisch neu Herbst, mehr als den Tag und Nacht gleiche. Und der letzte Tag heute vom kalendarischen Sommer, der hat sich von seiner ruhigen und hochdruckbestimmten Seite gezeigt. Auf morgen da kommen wir da langsam im Einflussbereich von einer Tiefdruckzone. In der Nacht auf morgen da ist es mehrheitlich sternenklar. Morgen starten wir im Flachlandgebiet mit ein paar Nebelfeldern. Die lösen sich aber auf. Abgesehen davon ist es normal recht sonnig mit mehr und mehr hohen Wolkenfeldern. Die Temperaturen morgen früh ziemlich tief. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 4 bis 6 Grad. Morgen am Nachmittag geht es nochmal recht sonnig weiter. Die Wolken die werden aber auch langsam zahlreicher. Der Sonnenschein der ist zum Teil milchig. Die Temperatur im Flachland die reicht etwa 20 bis maximal 21 Grad. Im Oberland haben wir zum Beispiel zu Meiringen maximal 19 Grad. Am Samstag und am Sonntag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter. Gelegentlich wird es nass, es gibt nur wenige Auflockerungen und die Temperaturen die gehen retour messen dann noch maximal etwa 16 Grad. Der Wende aus heutiger Sicht ein bisschen freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Eher selten nass, Temperaturen bei 16 Grad und am Dienstag und am Mittwoch wird es wahrscheinlich wieder häufiger nass und Temperaturen die gehen dann auf ein herbstliches Niveau retour. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Ich wünsche einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.